Aktuell geht hier am Land alles gemacht für die Vulnerablen zur Hilfe für die Vulnerablen zu schützen. Die Krankheit, die Leute, die an den Alters, an der Pflegeheimen sind, an das richtig. Wir dürfen aber gleichzeitig auch nicht das nachverlieren, dass das Motto von unserer Ökonomie am Standby ist und dass wir noch daran müssen halten, dass das Motto nicht darf ausgehen. Die Hilfe vom Staat muss aber folgende Prinzipien gerecht gehen, und das sind noch europäische Voraussetzungen. Es darf durch die Hilfe nicht zu einer Konkurrenz deloyal kommen zwischen den Betrieben, was doch ganz wichtig ist, das zu unterstreichen. Die Hilfen müssen an den Hilfsregime müssen EU-konform sein, für das Betriebe nicht an Rechtsunsicherheiten kommen. Und drittens, hat Madame Hartmann heute schon mehr im Detail erklärt, das nicht für Leute, die schon kurz an der Faillit waren, für denen noch zu helfen, für da rauszukommen, weil das ja nicht mit der Coronavirus und nicht mit dieser Krise zu dienen. Ziel muss es sein, Arbeitsplätze zu erhalten und dass die Betriebe auch überleben können. Dieser Pakt, den wir heute aufstimmen, ist ein Teil von den rund 9 Milliarden, die die Regierung vorgesehen hat. Bei dem Pakt und noch bei dem Projekt von heute provoziert aber ein paar Remarken nach von meiner Seite. Gio Möglichkeit, über das Steuergesetz am Etat de Krise durch Dispositionen zu holen. Aber wir kennen ja an unserer Steuergesetzgebung Plätze, wo es möglich ist, dass wir schlecht Jahr durch das wir gut Jahr ausgeglichen wird. Auch das sollen Nivellierungen sein, die nicht direkt zum Gesetz gehören, mit wie wir den Betrieben können helfen. Für uns ist es wichtig, sonst heißt es ja immer, Betriebe müssen sich eins zu eins und die europäischen Normen halten, dass wir auch in die Richtung werden gehen und dass wir da Änderungen vorholen bei der nächstbesten Gelegenheit, für das doch für 500 oder 100.000 Euro an die Lut zu setzen. Weil sonst sagen wir immer, la Direktive, rien que la Direktive, da sollen wir da doch an diesem Volley machen. Und da haben wir uns ja mit allen guten Fraktionen auf eine Motion geeinigt, sowohl für das von 500 auf 800 für auch das, was der Plan der Adresse mal belangt. Dafür würde ich auch nach einer alten Fraktionen merci sagen. Und ich gebe dann auch am Namen von uns allen die Motion beim Chamberpräsident Hannerle. Wann schrift der Präsident? Merci. Und auch da muss man sich vorstellen, ob man dann etwas bei einer klassischen Level bleiben, dann noch den AAA, den wir haben, die Tore noch werden und Betriebe eins zu eins weitergehen, weil auch das für eine Hilfe, die die Betriebe geben, und das nicht gibt, probiert gehen, nur noch mit einer maximalen Marsch, da dann einen Lut zu setzen. Weil außergewöhnliche Situationen und an so einer Simmer fördern noch außergewöhnliche Mesuren. Ich will noch etwas unterstreichen, was mein Fraktionspräsidentin gestern Abend an der Morgen auch auf RTL gesagt hat, dass es doch für uns wichtig ist, für dass die Leute, die Älteren daheim haben, ob das der Papa oder die Mama schwer mit dem Tata oder der Mami ist, dass auch die Möglichkeit kriegen, auf den Congé zurückzugreifen. Und wenn die Congé nur ist, ist es nicht wichtig, mit das möglich für auch diese Leute zu gehen, dass man dann noch dort die Möglichkeit schaffen, den Leuten die notwendige Congé zu gehen. Den Herr Bauer für eine Resolution hat erlöst, wenn es den 12-Stunden-Tag, wir sind noch der Meinung, dass den 12-Stunden-Tag für allem am Santé- und Pflegebereich notwendig ist, weil der doch das, was Leute vom Terrain so und auf dem Altsektor notwendig ist, sie hat durchgestellt. Und dafür sind wir auch froh, dass dort die Personalvertreter, respektive die Minister, müssen Rede an Antwort stehen. Und dafür unterstützen wir auch die Motion, die Herr Baum für drin präsentiert hat, dass da noch Bilder gezogen wird. Wenn für ein Prim kriegt, dann sieht für steuerfrei, auch von dem Santé- und Pflegepersonal schwätzt kein Mensch. Und dafür auch die Forderung einerseits sich die 3 Regierungsmembern, die heißen, holt der Mattmeier an der Kasse oder Freuden an der Kasse, das ist doch wichtig für, dass wir auch denen Leute, die an der ersten Front stehen, dass wir auch denen auf irgendeine Weise Merci sagen, weil Jitwere kriegt Merci gesagt,
net motiviert mir nach mat Akten, da wäre doch wie von hinnen ein flotte Gast an de soll da doch an der fassen.